Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9, okay. Will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und tätige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen die Mehrpunkt gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage wird mal dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, 1000 Scherben überall. Die Nachbarskatze hat's erwischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben? Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand der mir sagt wieso. Beim Frühstück oder Abendbrot, die Fragen bohren so gnadenlos. An Tagen wie diesen. 1 Million bedroht vom Hungertod nach Schätzungen der UNICEF. Während ich grad gesundes Obst häcksel in der Molinex. Seh ein Kind in dessen traurigen Augen mit Fliege sitzt. Weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße Mann, ich fühle nichts. Was ist denn bloß los mit mir, verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Wenn nirgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken. Das dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf, sowas kann uns nie passieren. Und was wäre, wenn doch? Und mich zerreißen die Fragen, ich kann den Scheiß nicht ertragen. Die haben denn nichts mehr zu fressen und ich hab Steine im Magen. Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand der mir sagt wieso. Beim Frühstück oder Abendbrot, die Fragen bohren so gnadenlos. An Tagen wie diesen. Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen. Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frage ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert, noch bevor es seinen ersten Geburtstag hat. Doch das übersteigt meine Frust und Kraft. Vielleicht waren die Attentäter voller Hass für den Gegner. Vielleicht gab es Liebe für Familien, sie waren sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich Nachrichten sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt und mein Kind in diese Welt gesetzt. Dann kommt es vor, dass ich Angst habe vor Krieg, dass uns etwas geschieht, dass man den verliert, den man liebt, dass es das wirklich gibt. Mitten in der Nacht werde ich wach und bin schweißgebadet, schleich ins Bett meiner Tochter und hör, wie sie ganz leise atmet. Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh.